Naturschutz, Klimawandel, alles miteinander. Ich denke, wenn heutzutage jeder halbwegs normal denken würde, dann hätten wir die Probleme nicht. Und bei uns generell mit der ganzen Umgebung, mit den Bergen, mit der Natur, da geht das nur mit Bio, meines Erachtens. Weil anfangen tut es immer bei einem selber. Wir schauen, dass wir das, was wir bekommen haben von unseren Eltern, dass wir das im Großen und Ganzen gut, vielleicht sogar besser an unsere Nachkommen übergeben. Und das ist halt einmal mit einer klugen Abfallwirtschaft. Wir haben draußen die Öko-Apartments, das Holz, woraus das erbaut ist von uns da selber gehackt worden, bei der Sack draußen geschnitten worden, also es kommt nicht von irgendwo her. Es ist so wichtig, dass man den Leuten einfach sagt, dass es eine schöne Landwirtschaft auch noch gibt. Dass wir nicht alle Vegetarier werden müssen oder Veganer, weil es ist nicht so, dass es an jedem Tier auf jedem Bauernhof schlecht geht. Ganz im Gegenteil. Also die meisten Bauern sind eigentlich meiner Meinung nach die größten Umweltschützer grundsätzlich, weil die sorgen ja dafür, dass dem Tier gut geht, dass der Wald gesund ist und so weiter und so fort, weil der lebt ja von dem. Ich glaube, dass das nochmal so ein bisschen ein Mehrwert ist, wenn man jetzt so sagt, man möchte jetzt gerne Urlaub auf einem Bauernhof machen und dann fragen sie nachher, dass das ein Bio-Bauernhof ist. Das ist jetzt auch schon nochmal vielleicht eine Steigerung jetzt einfach, weil es vielleicht auch noch mehr bewusster wird, ja, denen Tieren geht es da gut am Bauernhof. Das ist schön darin und deswegen, und das ist ja, wo kriegt man heutzutage einen Arbeitsplatz? In den Bergen, wo die anderen Urlaub machen. Ich meine, das muss man auch ein bisschen berücksichtigen. Das funktioniert halt einfach gut mit Urlaub am Bauernhof. Das ist mittlerweile, glaube ich, jetzt gerade für einen Bauernhof mit Vermietung eine unschlagbare Marke geworden. Gell? Im deutschsprachigen Raum kann das keine andere Plattform nicht toppen. Ist ja so. Mir kommt halt vor, es ist halt einfach wichtig, dass man den Kindern und unseren Gästen auch einfach sagen, dass es einfach eine schöne Landwirtschaft auch noch gibt. Früher, wie ich mit meiner Freundin vorgegangen bin, da haben wir gesagt, nein, Skilehrer oder einen Bauern, sowas kommt nie in Frage. Und dann habe ich natürlich jetzt den super Jackpot gemacht, mein Mann ist Skilehrer gewesen und der Bauer auch noch. Das kommt oft anders, als man denkt.